Bleib mir nicht auf dir. Es gibt nur einen Mann, du weißt es. Also weißt du, du weißt Big Boss Entertainment. Big Boss Entertainment. Ja, ich kann nicht schlafen, ja, ich höre nur die Melodie. Es ist nicht einfach, doch ich schaffe jeden Tag an mir. Ich will doch nur Liebe, doch es kommt nicht zu mir. Du sagst, du bist mein Homie, doch du stehst nicht zu mir. Hey, ja, ich weiss nicht wieso, doch ich hab keine Seele mehr da. Oh, wenn du die Wahrheit sagst, kann ich dir nicht trauen. Du hast mir gesagt, bitte gib mir nochmal dein Vertrauen. What's good, ladies and JDs? What's up, man? What's good? Schön seid ihr alle da. Mittwoch, Rap Wednesday. Mein heutiger Gast. What's up, homie? What's up, my guy? Lino the One mit seinem Homie Amadeus the Rockstar. Was geht, homie? Schön, habt ihr euch Zeit genommen und schön, habt ihr daher gefunden. Gern. Ich würde sagen, wir legen gerade los, oder? Let's go, man. Stell dich kurz mal selber vor. Also, ciao zusammen erstmal. Ich bin der Noe, aka Lino the One. Ich bin 21, komme von Bern und mache Musik. What's up, Jungs? Ich bin Amadeus the Rockstar. Ich bin auch von Bern. Yes. Rappe so nebenbei. Yes. Mein Jahrgang ist 02, Landsmann, Schweizer und ja, that's it. Und Ich du? bin No Ways und bin halb Holländer, halb Österreicher. Wo seid ihr so aufgewachsen? Aufgewachsen bin ich hier, in Bern. Ich Nice. bin auch in Bern aufgewachsen und mit 10 auf Ostermundigen gezügelt. What's good, fam? 13 Leute an dieser Stelle. Merci, seid ihr alle da. Merci, habt ihr alle eingeschaltet. Rap Wednesday. Let's go, baby, baby. Building, man. Warum Lino the One? Und warum Amadeus the Rockstar? Ich habe mich aus dem Grund Lino the One genannt. Aus dem Grund, wo mich meine Mom früher immer Noe Lino genannt hat. Ich heiße zum richtigen Namen Noe. Ich habe den Namen quasi meiner Mom gewidmet. Und The One ist wie für The One einfach der, weißt du, was ich meine? Einfach etwas Einzigartiges. So etwas hat man noch nie gesehen. Seit wann macht ihr Musik? Lang. 8 Jahre. Boah, bei mir ist es seit 2018. Ich weiss es noch, als ich back in the days zusammen mit den Homies einfach sonst auf spontan irgendwo in der Kirche am Chillen war, wo es dort halt einen mega guten Ton hat. So, und dann haben wir mit dem Handy dort unseren Song, wie hat das geheißen, Mann? Wrong Way, stimmt, voll haben wir den aufgenommen. Und sorry, ich muss gerade einen Schluck zwischendrin. Was gut? Auf jeden Fall, aber es hat einen mega guten Ton dort gehabt und haben das dann auf GarageBand aufgenommen auf dem Handy mit den Headphones. Und das ist so das erste Mal, wo ich wirklich so einen Geschmack bekomme, Musik zu machen und ich wirklich gemerkt, das macht mir ur Spass und dann voll. Yes. Wie viele Projekte hat er momentan offiziell draussen? Also so, jetzt nicht also zusammen oder auch solo? So projektemäßig, ob es jetzt EP, Album oder Mixtape oder Single-Tracks. Es ist schon schwierig zu sagen. Also wir arbeiten wirklich sehr, sehr eng zusammen. Wir machen wirklich das meiste eigentlich zusammen. Aber wie viel das ist, boah, keine Ahnung, es ist extrem viel. Du hast ja etwa 2 Alben rausgebracht. Ja, Und sonst noch ein paar Tracks. du bist auf jedem zweiten Song einmal drauf. Ja, aber ich habe mit dem die 2 Alben mitproduziert und habe dann noch mit PG, wo jetzt Personict heisst, habe ich das Album rausgebracht, das Antioxidanti heisst. Yes. Könnt ihr auf Soundcloud abchecken, ist nur dort exklusiv verfügbar. Geil, Shoutout geht aus an 17 Leute. Oha, heute brechen wir einen Rekord, habe ich gehört. Let's go! Nein, auf jeden Fall, ja, das Zeug ein bisschen reingezogen. Ich finde es erstmal geil so. Respekt, dass man mal probiert etwas anderes zu machen. Auch, ich bin auch so ein bisschen Fan von Charlie Brown Jr., ist ein brasilianischer Rockstar, hat jetzt gesagt, er ist gestorben leider. Yes. Aber er ist auch ganz krank gewesen und so der Style, das hat mich immer ein bisschen geflasht. Der hat auch so Rap, Rock so ein bisschen Ähnliches gemacht. Und auf jeden Fall geil, also ich finde das geil und also nur weiter so. Und genau an dieser Stelle schauen wir uns der erste Videoclip für heute Abend an, Ladies and Ladies, und der heisst Leben Live. Richtig Rockstar, und zwar von innen zwei. Yes, sir. Der Lino the One mit dem Amadeus the Rockstar. Und ich finde, er ist wirklich geil und speziell gemacht. Da haben wir in meinem alten Bunker aufgenommen.
wir haben den gratis zur Verfügung bekommen und ja, haben einfach dort Musik gemacht, wo wir gar keinen anderen Raum hatten. Zum Teil konnte ich daheim gar nicht Musik machen, wo wir einen mega ringhörigen Boden haben. Und ja, das ist dort nachher entstanden und wow. Was ist Gemacht denn von Benny Rowe und edited bei CNX irgendwie von Rumänien oder so, gell? Von Rumänien. Oh, crazy, crazy. Ich werde Fall ganz krank und wir switchen über und ziehen es mal rein. Und let's switch! Ja, ich lebe life. Ja, ich lebe life. Ja, ich lebe life. Ja, ich bin kein 9 to 5. Ja, ich mache bis ich will. Ja, ich bin gesagt. Mache Party every night. Ja, ich bin der Star. Ja, ich shine so bright. Baby girl ist so heiß. Ja, sie ist nicht type. Ich just really love. Oder was sie mir nur für eine Night. Hey, ja. Nur für eine Night. Was sie mir nur für eine Night. 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 Nur für eine Night, ja. Für eine Night, ja. Für eine Night. Nur für eine Night, ja. Für eine Night, ja. Nur für eine Night, ja. Für eine Night, ja. Nur für eine Night, ja. Für eine Night. Ich hab nur mal laufen, doch du bist nicht da gewesen. Ich hab gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Du hast mir gesagt, du willst nur mich. Du hast mich nicht mehr gern gehabt, so wie ich bin. Wie ich bin. Du hast mich nicht mehr gern gehabt, so wie ich bin. Ey, wie ich bin. Du hast mich nicht mehr gern gehabt, so wie ich bin, ja. Ey, so wie ich bin, ja. So wie ich bin, ja. Du hast mich nicht mehr gern gehabt, so wie ich bin, ja. Ja, ich lebe life, ja, ich bin kein 9 to 5. Ja, ich mache bis ich will, ja, ich bin gesagt. Mache Party every night, ja, ich bin der Star, ja, ich shine so bright. Baby girl ist so heiß, ja, sie ist nicht type. Ich just really love, oder was sie mir nur für eine Night. Hey, ja, nur für eine Night. Was sie mir nur für eine Night. Nur für eine Night, nur für eine Night, nur für eine Night. We're right back, ladies and JDs, huh? In der Bärin. Fucking Rockstar, ne, geil. Also Respekt erstmal. Der Clip ist geil gemacht, so der Vibe, alles zusammen passt. Alles sehr gut. Wie bist du auf den Style gekommen? Wie seid ihr so auf den Style gekommen? So, wer hat euch inspiriert, dass ihr auf den Style seid gekommen? Mein Vater. Die Also, Band. Ja, bei mir auch. Ich mein bin Vater. mit Punkmusik aufgewachsen, so englischer Punk. Nachher bin ich von dem, so, als ich etwa 8 war oder so, bin ich so ein bisschen in die Bravo-Hits-Phase reingerutscht, die glaube jeder von uns hatte. Ja, voll. Und bei mir eigentlich genau gleich. Also, ich würde sagen, wirklich, mein Vater ist, hat wirklich einen ganz, ganz grossen Einfluss auf mich, auf meine Musik. Er hat mich wirklich extrem, wie soll ich sagen, einfach inspiriert, einfach mit dem, was er mir gezeigt hat, mit Pink Floyd. Pink Floyd ist geil, Alter. Ja, Pink Floyd ist Dark hard, Side of the Alter. Moon. Das ist hard. Massive Attack, vielleicht kennen es ein paar, das ist auch ganz, ganz hart. Ja, das ist schon in der Kindheit gehört, als ich irgendwie von der Kita bin abgeholt wurde von meinem Dad. Hat er das Album immer so im Auto abgelassen und es ist mir einfach so im Kopf geblieben. Und ja, so im 2021 habe ich auch so gedacht, so, ich habe die Schnauze voll die ganze Zeit von diesem Trap und jeder macht irgendwie das Gleiche so und irgendwie das Gefühl, ich muss etwas Neues machen. So. Und Yes. dann habe ich angefangen zu suchen, so Beats, die vielleicht so ein bisschen dem entsprechen, wo mir halt sonst noch gefällt, eben wie das Indie, Rock, Punk und habe dann so ein bisschen angefangen und dadurch hat sich dann so das Album Who Am I, das ist dann so durch das einfach entstanden und ja, ich bin wirklich mega glücklich, dass ich meinen Vater habe und dass er mich wirklich so geprägt hat. Voll.
Yes, Who Am I, das ist das letzte Projekt, das ihr gemacht habt, sozusagen. Ja? Yes, sir. Yes. Und Aufnahmestudio, wo nehmt ihr Shit auf? Bei ihm daheim. Bei mir daheim, yes. Einige Komplikationen. Ja. Weil seine Eltern aber finden, es ist ein bisschen zu laut. Ja, aber jeder muss ein bisschen abbauen. Ja, die Struggles habe ich hier genau gleich. So die Nachbarn haben auch schon gesagt, wenn ich hier bei mir RP rumschreie, schreie ich aber hier morgen rum. Ich hatte schon Cops vor der Haustür gehabt, Oh, und ich das Gefühl hatte, dass ich irgendjemand am Schlafen bin, wo ich mit dem RP durchdrehe. Scheiße, Mann. Ja, voll. Aber Aufnahmestudio, Label, hat er ein Label gegründet oder so? Oder Nein. Doch, wir haben mal versucht, das Label auf die Beine erstellen. Funkadelic. Aber Aber das- das Kollektiv, das nicht so ganz zustande ist gekommen. Oder Kollektiv, besser gesagt. Ja, es ist halt einfach, es ist halt so ein bisschen zusammengehängt mit der Zeit, wo der Kollege halt jetzt in Zürich wohnt und ich jetzt hauptsächlich mit ihm Kontakt habe und der andere Homie eben in Zürich wohnt und nicht mehr so viel Zeit hat. Yes. Yes. Und das ist eben der PIG, den ich schon erzählt habe. Voll. Shoutout an PIG, Mann. Shoutout. Shoutout geht raus. Was habt ihr so für Hobbys? Ich habe recht viele Hobbys. Vor allem dann, was mir jetzt nicht so gut ist gegangen. Die meisten wissen, ich war in der Psychiatrie, ich habe einen Zug gemacht. Aber ich bin back. Hat mir wirklich Sport extrem viel geholfen. Und allgemein so sportliche Aktivitäten wie Gym, Turmspringen, Scooter fahren. Es war einfach wirklich so das, was mich wirklich so ein bisschen aus der Scheiße rausgeholt hat. Darum macht Sport, wenn es euch nicht gut geht. Sag ich ganz ehrlich. Ja, Genau. mache auch ein bisschen Sport, Musik vor allem. Aber du kannst noch ein bisschen mehr, ja. Das Ja, das Ding ist, ich studiere halt. stimmt. Und ja, vor einer Woche, ich traue es mir fast nicht sagen, weil ich ja gesehen beim Frequency hast du keine Ukulele für einen Code, darum habe ich ein bisschen Angst. Ja, vor einem Monat angefangen Gitarre spielen. Nein, meine Ukulele ist nicht abgestimmt, man. Das ist katastrophal. Die haben einfach aus Dekoration hier. Wie habt ihr euch kennengelernt? Durch ein PIG. Ja, also über ein PhD, der hat dann ein Studio gehabt, Ostermundigen, und der Lino ist regelmäßig dorthin gekommen. Und ja, ich war halt auch dort am Worken in diesem Studio und dann haben wir uns dort so ein bisschen mit viel Alkohol und Aber viel der Joints Ursprung- kennengelernt. Aber weißt du, was der Ursprung ist? Der Ursprung ist bei Reifaro. Ich habe da schon eine Zeit verfolgt auf Insta. Und dann hast du mich aber noch nicht gekannt. Nein, ich habe die zuerst gar nicht gekannt. Ich habe auf Reifaro in ihrer Story so gesehen, irgendwie PHG Fake Funk. Dann habe ich das Lied gehört. Das war wirklich ein Eye-Catcher, Bro. Das hat mich so gecatcht, ich habe das noch nie gehört in der Schweiz. Ich habe dem straight up geschrieben, ja, willst du connecten, Mann? Und er eben, hat sich das irgendwie ergeben. Wir haben, wie hat das erste Lied, das wir gemacht haben? Das ist eben auf dem Antioxidanti-Album drauf. Wie heisst das? Price, glaube ich. Price, merci Ja, vielmals. aber Antioxidanti-Album ist verdammt underrated. Und dann- Kennt fast niemand. Voll, Auf voll. Soundcloud. Auf jeden Fall haben wir dann connecten und einfach gemerkt, das matcht hure. Wir sind so wirklich auf einer Wave und dann habe ich ihn angefangen kennenlernen, er ist mal ins Studio gekommen und ich habe gemerkt, er ist ein hure korrekter Dude. Ich kann mir selber sein und ja, es hat einfach gematcht und es war ein mega geiles Feeling, so mit ihnen zu worken. Und ja, seitdem sind wir zusammen am Worken, yes. Ja, man, das ist gut. Der Vibe muss stimmen, so bei der Zusammenarbeit oder bei der Arbeit, weißt du, so allgemein. Egal was für eine Arbeit, es muss immer der Vibe Workflow. stimmen und so, weißt du, So wenn müssen wir- wenn der Chemie nicht stimmt, man, dann kann nichts Apropos gut sein. Worken, sorry, brich ich schnell rein. Alles gut. Work ist das erste Lied, das wir zusammen gemacht haben mit dem Ja, aber du PhD. mit dem PhD. Ja, zusammen, eben. Was kann man in Zukunft noch von euch erwarten? Was kommt noch so auf die Fans drauf zu? Auf jeden Fall. Also erstmal auch wieder ein bisschen die unreleased Tracks, die sind so ein bisschen Lancy Full-Style. Landscape Folks, die noch so ein bisschen im Raum stehen. Und Einfach auch, unreleased Tracks. Unreleased Tracks, aber dann wenn wir auch ein bisschen mehr experimentieren. Aber ich habe gerade gesagt, ich habe Gitarre spielen. Probieren unsere Skills ein bisschen auszubauen und ein bisschen etwas Neues zu erschaffen, was vielleicht nicht unbedingt Hip-Hop ist oder irgendetwas anderes.
Einfach irgendetwas ganz Neues, was noch nicht gibt. Und vor allem etwas Eigenes, eben, wie du sagst. Aber wir Etwas, sind noch was ein bisschen am nicht gibt. herausfinden, was das ist. Das ist eben so ein bisschen das, wir sind die ganze Zeit so ein bisschen am Experimentieren, wo wir hören extrem viel, aber irgendwie haben wir so ein bisschen das Gefühl, wir passen wie nicht richtig rein. Und das ist genau das, was wir jeden Tag irgendwie so ein bisschen versuchen und an den Tag zu legen, einfach irgendwie ein Statement setzen. Wir sind nicht so wie dir, wir sind mehr und wir machen unser Ding so auf unsere Art und voll. Yes. Machst du gell? Aus der Nice. Masse rausstechen. Genau, merci. Ja, also ich feiere es, aber so der Style, aber dass man mal etwas probiert Neues, weißt du, so nicht mit der Welle mitgehen und Trap hier, da, weißt du, jeder macht Genau. Trap, aber wer in der Schweiz macht so richtig geil, so Rock, Rap, blöd gesagt, schon fast, weißt du, nicht mehr. Also, Ja. das ist geil, das ist vor allem, ich respektiere immer, wenn einer mutig ist und mal etwas Neues braucht. Also nicht Neues, sondern mal etwas, nicht mit der Welle geht, sondern halt mal etwas macht, was niemand macht. blöd Merci vielmals. Also, danke. Ding ist Ja. einfach, ich habe nie dazugehört. Er hat auch nie dazugehört. Wir waren immer Aussenseiter. gewesen. Und jetzt das Gefühl, das spiegelt sich auch einfach in unserer Kunst wieder. Yes. Das Aber ist nicht hure schön gesagt. Einfach, Ja, einfach, das ist hure schön schön gesagt. einfach irgendetwas anderes. Halt. Irgendetwas, wo nicht am Mainstream entspricht. Was hast du für Tattoos? Das ist noch so das letzte Thema, und dann schauen wir uns den nächsten Videoclip an. Ich glaube, der müsste ihm nur jetzt Ja. Die Leute, was man sieht, das vielleicht nicht so. Aber für die Minix Fans. hat man nicht so. Ja. Was hast du denn alles tätowiert aufs Gesicht? Also 22, 22, warte, was ist das hier? Loser und Ich sehe, ich habe Dog, keine glaub ich. keine Brille an. Loser sorry. und Lover. Lover. Lover, Loser, Peace, zerbrochenes Herz. Das ist hier. Tut mir leid, guys. Bro, Tut mir leid. Aber 22 meine, weißt du, um 22 meine Glückszahl. Bräh. Ja, musst du ihm sagen, musst du ihm Ja, sagen. das Das ist genau der Grund. Für mich ist es so eine Glückszahl, eine Engelszahl, einfach eine Zahl, oder einfach Glück bringt. Immer wenn ich 22 habe, ungelogen, wirklich einfach einen guten Tag. Yes. Ich schwöre dir bei Gott, Alter, ungelogen. 22 hat einfach so eine positive Bedeutung. Und einfach so, ja, das ist das dritte Auge für mich. Ja, ich mache, wie sie will, ja, sie sind nicht auf unserer Wave. Sogar zu Es ist, 50, ja, ja, es ist Stun. Und wir haben so ein bisschen etwas Darks gesucht, was so ein bisschen zum Vibe passt. Und es hat eben zu tun, für die wissen, ich sage jetzt nicht genau wo, wo es gehen dann alle dort her. Gleich, Alter. Es ist ja eine Bruchbude, die fast zusammengeht. Es ist ein Bruchbude, also lasst es einfach sein, ob ihr es rausfindet. Auf jeden Fall. Betreten auf eigene Gefahr. Ja, voll. Auf Das jeden ist Fall. spannend, wo ist das? Ich will von der Terre. Wie will von der Terre? Wo ist das? Da ist ein Lost Place in Thun, ich weiß nicht genau wo. Es ist so ein Hotel am See irgendwo. Okay. Auf jeden Fall haben wir so ein bisschen etwas Darks gesucht, was so ein bisschen zum Vibe passt. Und das ist ja, genau das Spot. Voll. Shoutout geht aus an die 20 Leute, die momentan da sind. Du weißt, was für Zeit das ist. Es ist Mittwoch. Mein Name ist Big Boss Entertainment. Mein heutiger Gast ist Lino The One und Amadeus, der Rockstar. What's up, Du weißt, was für Zeit das ist. Und wir sagen Switch. Ja, ich mache, wie sie will, ja, sie sind nicht auf unserer Wave. Ja, sie faken alle, als tut mir nicht mal leid. Mit den Jungs, ich bin outside, ja, wir sind wieder bereit. Ja, ich mache Party bis in die Night, das wird leid. Komm nicht reden, wo ich weiss, du bist nicht straight. Nur das dabei, du hast keine gute Musik-Taste. Ja, du machst auf Barbie, doch du bist nicht heiß. Ja, du weißt, ich bleibe mit meinen Jungs, ich bleibe in meinem Kreis. Ja, ich bleibe loyal, ja, du weißt, ich was das heißt. Was das heißt, was das heißt, ja. Wow, was das heißt, wow. You knew you were going crazy. Actually, was this hate still? Yeah, don't step inside my game, yeah. Bitch, you funny, your shit sound like copyright, yeah.
on the beat, I make it mine. Blowing all that ain't and then I pull up with the 9. I'm eating up her pin, I make that little bitch mine. You better pay my fee if you want me on your side. Couples and his boys on my left, on my right. Flying right to Mars, feeling dead, losing sight. Shit, I still go hard, little man, I can't lie. Don't gotta say no more, yeah, you know I'm always right. Yes. Hallo, man. Bro, das wär's eigentlich gewesen mit den seriösen Fragen, sag ich jetzt mal. Jetzt kommen wir so auf entspannt und so für Fun-Fragen, Mann. Fun-Fragen, yeah! Tupac oder Biggie? Boah, also von Attitude her definitiv Tupac. Mhm. Aber ich muss sagen, Biggie, seine Rhymes und all das, was er sagt, man. Oh, es ist schwierig, Alter. Du fragst mich etwas, wo ich selber nicht weiss, was ich soll sagen. Welche Frage ist das? Tupac oder Ja, Biggie? voll. Sag dir ehrlich, beide. Beide. Ja, ich schwöre, ich würde es genau Beide. gleich sagen. Merci, kommst du Tupac. zu einem richtigen Moment Tupac, rein, und man Mann. sagt so mit 12, 13 all die huren Verschwörungstheorien reingezogen. Und Biggie, wo er einfach geile Scheiße rausbringt, Alter. Und weiter geht's. Kalt oder warm? Warm. Definitiv Kommt warm. auf den Mut drauf an. Ja, okay, guter Ansatz. Kommt auf den Mut drauf an. Also im Sommer habe ich gerne, wenn es zu warm ist. Und im Winter ist gerne mit kalt, oder? Nein. Jetzt kommen wir zu der bestimmten Frage. Bevor ich die Frage stelle, möchte ich gerne die Stanz von heute einlegen. Und zwar, meine Ladies and Gentlemen, in meinen Streams werden keine Drogen konsumiert, weder Alkohol noch irgendwelche Drogen. Das, was ich rauche, ist CBD, in jedem Kiosk erhältlich. Und das ist Bier, alkoholfreies Bier. Okay? Let's go, Ladies and Gentlemen. Und weiter geht's. Don't take drugs, kids. Say no. Alk oder Weed? Auch. Das Ding ist halt einfach so, mit der Zeit, du kannst es irgendwie, kannst einfach nicht mehr handeln, du smokest einen. Ich habe jahrelang gekifft, ohne Problem, wirklich, es war kein Ding gewesen. Und dann auf das Mal so vom einen zum anderen Tag, du smokest einen, du merkst einfach, du wirst paranoid, du hast Panikattacken, dein Herz sticht, du bekommst keine Luft. Einfach so Scheiß. Und dann musste ich für mich so müssen wie, ja, keine Ahnung, einfach Entscheiden, ob das noch wert ist. ja, merci. Und irgendwie habe ich dann gefunden, ich lasse einfach besser sein. Und erstens mal, ich bin klarer im Kopf. Zweitens, ich kann einfach viel besser an meinem Zeugs worken, was mir wichtig ist. Und das ist halt auch so ein bisschen etwas, dann als ich gekifft habe, ich war einfach zu nichts fähig. Ich war einfach die ganze Zeit nur am Rumchillen, ich habe nichts mehr Produktives gemacht. Und seitdem, dass ich nicht mehr smoke, kann ich wirklich meine Sachen, die mir wichtig sind, auch nachgehen. Yes. Wenn du immer das Gefühl hast, man ist so viel kreativer und irgendwie und alles ist man kommt alles so viel besser her. Das ist eine Illusion. Es ist wirklich eine Illusion, Alter. Der Kater hat noch geschrieben von vorhin, Flowing Biggie, Message Tupac. Ja, same. Hat etwas, Same. ja. Ja, voll. Oh, Kann mit ich diesem zu Zeug am Suchen. 100% unterschreiben. Schön gesagt. Ja, Gut, zu den Rappers zurück. Top 3 Rapper ever. Soll ich anfangen? Lance Folks, Juno the Activist, Playboy Cardi. Wer hat es gedacht? Lieblingsschauspieler? Wie heisst nochmal das hier, der bei Kindsköpfen mitspielt? Adam Sandler. Merci! Lieblingssportler? Nein, sorry, ich habe falsch gelesen. Lieblingssportart? Lieblingssportart Basketball. Fußball. Yes, sir. Mein Name ist Lino the One und ich bin. Star. Jetzt zu dir. Mein Name ist Amadeus the Rockstar und ich hasse. Leute, die nicht sich selber sind und nur auf sich selber schauen. Realness definiert sich nicht durch das, ob du eine Really oder eine Fake Rolex anhast oder welche Kleider du anhast. Es definiert sich durch das Innere. Das ist sowieso, Bro. Chef. Innere. Facts, Alter, man, geil. Bro. Das ist genau der Grund, wieso er mein Homie ist. Ist mit den Facts, man. Ist mit den Facts. Nice. Mal also, ich muss sagen, sehr stabile, erwachsene Antwort, so ich muss sagen. Merci. Schweizer Rap oder deutscher Rap? Schweizer Rap. Schweizer Rap, man. Da sind wir uns alle einig, sehr gut, mal schön. Wenn du mit einem Künstler kannst zusammenarbeiten, wäre das tot oder lebendig natürlich. Also jetzt auf die Schweiz bezogen oder allgemein? Worldwide, tot oder lebendig. Lance Folks.
blond oder dunkelhaarig? Dunkelhaarig. Dunkelhaarig, ja. Okay, Ich glaube, es auch stehen, oder? Ja, voll. Arsch oder Titten? Arsch. Netflix oder YouTube? YouTube. Die Weisheit vom Tag lautet... Bleib dir sauber. Ja. So wie wir vorher schon erwähnt. Gib dir selber. Let's go. Aber du auch nicht die anderen vernachlässigen. Meine Damen und Herren, nein, sehr guter Talk gewesen. Und so, wir sind eigentlich durch, mehr oder weniger. Merci vielmals, Yes. dass wir hier dürfen sein. Ich bin wirklich fucking blessed, dass es hier in Bern Alter, jemanden gibt, der so etwas macht. Yes. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier in Szene so ein bisschen jeder für seinen Arsch schaut und jeder so ein bisschen macht, was er will. Und ich finde es mega cool so von dir, dass du irgendwie Leute so versuchst einfach mitzuziehen und zusammen irgendetwas aufzubauen. So. Das bin ich dir mega dankbar. Yes. Merci, dass ich hier sein Ja, und wirklich viel Liebe für dich. Gebt ihm alles wirklich ein Follow. Er hat es wirklich verdient für das, was er hier macht. Und ja, So, Ladies and Ladies, peace out. Peace. merci, seid ihr hier gewesen. Peace. Kijk me niet of tegen. Es gibt nur einen Mann, du weißt es. Also weißt du, du meeste Big Boss Entertainment. Big Boss Entertainment. Das ist meine Brille. Deine Brille. Ja, man. Ich muss auch ein bisschen Swag haben. Mein Swag. Ich glaube, das repräsentiere ich, oder wie sagt man das? Represent. Also dort hat es aber so gestunken, Mann. Ja, es war fucking nasty dort drin. gewesen. Okay, macht wachsen. Moment, Ladies and Ladies, wir haben technische Störung. Da macht er nicht wachsen. So, we're right back, Ladies and Ladies, hä? Fucking a Bärin. Fucking Rockstar, ne, geil. Also Respekt erstmal. Shoutout geht hier raus, du mein Homie. Schon in meinem 5. Monat bist mein Brother von my another Hey, mother. Gerne sick. Und lasst am besten das Abo da. Auf Insta, meine ich. Nicht hier bei Twitch. Also ja, die könnt ihr auch das Abo da lassen, aber die müsst nicht. Das ist ja freiwillig. Und darum seid ihr auch so geil sicher. Kuss auf die Nuss. Warte mal, da war etwas. Hey, der Twist, mein Homie! What's up? man? Im 9. Monat, Bro, du bist schon stabil unterwegs. 9 Monate schon, hä? Armee, Bruder, Armee! Nein, ich kenne es, ich kenne ihn schon ewig. Ach ja. Ja, kannst du dir Merci. einschenken. Alkoholfreies Bier kannst du dir einschenken. Ruby heisst der Ja, aber Bro, Und der immer zuerst der Ruby Jetzt mal und ganz nachher- ehrlich. Jetzt können wir schon Klartext. Der Ruby ist einfach so. Ja. Bier. Voll. Aber nur alkoholfrei, du wisst. Alkoholfrei, die stand. Ass, give it a ass, man, give it a ass, man. Dann nimmst du so mit dem Brot, also du hast kein Besteck, sondern nimmst so mit dem Brot, nimmst du so zu essen. Man könnte meine Arme abfinden. So geil. Ich schwöre, Alter, ich rede. Nein. Ja. Also. Ich will so... Oh, warte schon, wir müssen das schnell abchecken. Zum ersten Mal gechattet, Justinaz, einfach mal Sally. Hallo, die Hölle existiert nicht. Hab keine Angst vor dem Tod. Du wirst stärker werden, öffnen Sie jeden Abend den Wasser an und schießen Sie nicht. Fügen Sie Ihren Tanken Bergmittel zu. Plastik in den, Geld in den, kommen, das Leben ins Chaos. Okay, let's go. Ich würde auch so viel sagen. Anzeige. Kann jemand Anzeige in den Chat hineinschreiben? Anzeige. Er hat mehr Follows als ich. Es ist einfach geil, wenn es als Stück Fleisch, Alter, mit Brot, Alter, mit fucking Gurken, Tomaten, Alter, Ja, mit ja, Ketchup sir. oben und fucking Cheese oben drauf, Alter. In dem Moment machen wir noch ein Schlussfoto. Let's go. Post mal. Mach mal gerne Post. Bau. Weißt du, ich muss eine scheiß Karte. Ich weiß von was es ist. Ich muss eine geile Pose finden.
Sag mal Switch. Switch, man. Welcome meine Ladies and JDs, da heute der Ton nicht geht, mache ich halt der Intro mit dem...